Hallo zusammen, mein Name ist Colin und ich bin auf dem Weg zum Landwirt werden. Da bei mir daheim auf Paradies in Dresden, ich darf mein eigener Lehrmeister sein, sowie mein eigener Lehrling. Und fortlaufend muss ich ja Sachen dokumentieren für die Schule. Also meine Lernprozesse und meine Lerndokumentation. Am liebsten würde ich es so machen, sagen wir es so, ich schreibe nicht so gerne, also darum möchte ich am liebsten Videos machen. Weil Videoschneiden ist mein Hobby. Ihr kennt ja meinen Kanal vielleicht, Paradies in Dresden. Abonnieren, liken und so. Ja, aber auf jeden Fall in der heutigen Ausgabe und der erste Lerndokumentation-Video von mir auf dem Weg zum Landwirt werden, tue ich heute mit euch Spatenprobe nehmen und ich würde jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich muss nochmal nachschauen. Aber ich sage es euch nachher. Eine andere Probe, das sage ich dann euch. Das ist so mit Stufen und auf der Länge rausgeschnitten. Eben, ich bin am Lernen. Aber da auf dem Hügel eine Spatenprobe nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Spatenprobe nehmen und den Boden testen und schauen, ob wir einen guten Boden haben oder einen schlechten Boden oder was überhaupt so alles aus dem Boden raus kannst lesen. Da finden wir heute miteinander raus. Viel Spaß und danke fürs Schauen. What kind of crazy are you? Schon beim Unkraut rausziehen kann ich herausfinden, also ich habe schon einen Vorgeschmack über, wie dicht die Erde sein könnte. Jetzt zum Beispiel bei dieser Distel hat es nicht viele Haare. Die Wurzeln sind zwar ziemlich gerade und senkrecht, aber die Haare nicht so fest. Also das heisst, Heute mache ich eine Spatenprobe, um herauszufinden, wie mein Bodenzweig ist. Hier auf einem Feld, das ich vorgesehen habe, nach einer Winterrogge zu pflanzen. Winterrogge zum Glück ein sehr dankbarer, unkomplizierter Weg, wo ich wirklich, egal was dabei rauskommt. So, und was ich noch mache, ich tue an zwei Orten eine Probe nehmen. Da links im Hang und rechts im Hang, damit ich wirklich über die ganze 30 Quadratmeter Roggenfeld ungefähr weiss, wie es überall aussieht. Ich will jetzt sehen, wie es hier innen etwa aussieht. Für das nehme ich eine Spatenschicht. Das erste Mal gar nicht die ganze Spatentiefe runter. Oh, da merke ich schon. Stein. Oder ist es einfach Herzsand? Keine Ahnung. Aber ich merke grossen Widerstand. Ich brauche nur etwa 10 cm Tiefe. Uiuiuiui, ist das hart. Jetzt habe ich meinen Spaten. Nummer 1. Jetzt habe ich hier mein Stück Boden. Und da sehe ich gerade, wie der Boden aufgebaut ist. Oben habe ich hier Humusschicht. Oder? Da hat es Wurzeln drin. Etwa 20 cm Tiefe ist Bearbeitungstiefe. Und da kommt der Übergang. Und da geht es ins unberührte Boden, wo nicht mehr daran gearbeitet wird. Ja. Wenn ihr jetzt ein bisschen näher kommt, sieht man in der Humusschicht, hat es da kleine, feine Wurzelhaare. Die Wurzeln, ich weiss nicht, ob ihr es seht auf der Kamera, ziemlich gerade, nicht zu viel Beugungen, ein paar Höhlen. Das heisst, ja, es hat ein bisschen Aktivität, es lebt ein bisschen. Aber ich sehe sonst keine Würmer, keine Wurmlöcher. Ja, so vom ersten Blick. Und ich sehe, dass es ein lockerer Boden ist, dass das auch krumpig ist, nicht so krumpig ist. Und wenn ich es verdrücke, dann verbröselt es. Das heisst, es ist auch ziemlich sandig. Und wenn ich weiter runter schaue, auch von der Farbe her, oben habe ich einen schön dunklen Humus. Es hat auch geregnet die letzten 5 Tage, also schön feucht. Da unten wird es heller und brüner. Und dann geht es richtig ins Sand rein.
Und da unten durch, also der Grund, ist nur noch Sand. Sand und Stein. Ja, das heisst für mich, dass mein Boden nicht sehr wasserspeichernd ist. Er wärmt sich schnell wahrscheinlich, aber er wird nicht sehr wasserspeichernd sein. Und da er auf dem Hang ist er auch sehr erosionsgefährdet. Nochmal ein guter Grund als Bodendecker, den Rücken rein zu tun, weil der hat ein gutes Wurzelsystem, das alles ein bisschen zusammenheben kann. Ja, jetzt tue ich mal den Nasentest. Der schmeckt auch staubig und trocken. Also nicht so erdig, wirklich, man schmeckt mehr Sand als etwas anderes. Man muss auch sagen, die letzten 30 Jahre ist die Erde auch brachgelegt. Also, jetzt weiss ich habe einen sehr lockeren, steinigen, aber doch sandigen Boden. Nicht so viel Tonanteil. Ja, gehen wir noch zum anderen, machen wir eine zweite Spatenschicht. Ich habe noch nichts gegraben, aber da seht ihr auch, wo ich Wurzeln ausgerissen habe, von der Distel oder sonst irgendwelche Unkraut. Und da sehe ich an der Boden gerade, da ist es ein bisschen vom Farbe her etwas Gleiches. Also eine Spatenschicht. Aber ich tue jetzt den Humus weggraben. Bei mich nimmt es Wunder, wie sieht es tiefer aus. Kommt irgendwann mal ein Ton oder ist es wirklich nur Sand bis darauf? Wird es irgendwann mal kompakt und tonig? Das nimmt mich Wunder. Darum putze ich da weg. Und man sieht auch, es ist 5 Tage hat es geregnet. Und ihr seht, wie wenig tief die Feuchtigkeit geht. Also das ist schon wieder trocken. Und was sind das? Das sind 10 cm, 13 cm, wenn überhaupt. Und schon ist es trocken, putztrocken. Man sieht auch alte Reste. Ja, also nicht aktiv der Boden. Wie gesagt, ganz bewusst ohne Humusschicht. Und um ein bisschen zu schauen, wie sieht es tiefer aus. Da komme ich auch extra zuerst von unten im Hang, damit es ein bisschen stabiler bleibt. Also ich kann sagen, kein Widerstand von den Steinen. Es fühlt sich schon kompakter an. Da habe ich jetzt wieder Stein. So, sind wir gespannt. Oh. Also ihr seht, definitiv ein lockerer Boden. Der hat sich gerade bis runter gelöst, wahrscheinlich. Ja. Aber, was erfreulich ist, der hat längere Wurzeln oder alte Wurzeln. Die sehen nicht schlecht aus. Das ist schon mal gut. Ton. Also da haben wir gesehen, wegen der Erosion hat es weiter unten nochmal Humusschichten. Aber da hat es sich einfach über die Jahre aufgefüllt, über den Humus vermutlich. Aber schön, trocken, leicht, flockig. Also da mit dem Pflug oder mit der Maschine würde ich jetzt nicht durchfahren. Ich glaube, das gäbe nur eine Sauerei. Sowieso, weil es am Hang ist, rutschen. Aber nein, da gibt es gar nicht klumpenbildend. Also die Gegebenheit trocken, sandig. Ja. In der Zwischenzeit hat mein Hund ein wunderschönes Loch. Danke. Also, komm mal. Also, da schauen wir nochmal, sehen wir die Beständigkeit. Das ist ja fast schon ein Kummelprop vom Hund gegraben. Also da sieht man verschiedene Farben. Das heisst verschiedene. Da wird schon wieder. Ja, ich weiß nicht, was ich da soll sagen. Steinig, sandig, trocken. Viel Aufbauarbeit. Wie ihr seht, Würmer, würde ich sagen, gleich 0. Lebewesen, Aktivitäten, ja, also
Wurzeln wachsen auch, aber ohne Haare. Die sind lang, die sind ziemlich gerade. Ja. Ja, abschließend würde ich sagen, Maschine nein. Unbedingt Aufbauarbeit. So, ich brauche viel Kompost, ich brauche viel Mulch, viel Wurzeln. Da muss viel gehen. Perfekt, Winterrücken. Gell, Fena? What kind of crazy are you? Im Mai habe ich da einfach mal so einen kleinen Kompostbeig angestellt. Da sind wir jetzt auf meinem Gemüsebeet Nummer 2, also Gemüseterrasse Nummer 2. Und das ist jetzt der zweite Teil vom Video. Als zweiter Teil von dem Lerndokumentation-Video werde ich jetzt eine Erweiterung vom Spatenprobe machen. Also eine Erweiterung in dem Sinne, wie ich es kenne. Das ist ein Krummenprofil, das ich jetzt hier auf dem Land machen will. Das Krummenprofil ist ca. 1,5 Meter, also 5, 6, 7 Spaten lang. Man macht es quer im Beet rein, damit man so ein bisschen das Profil hat vom Boden. Oder macht man verschiedene Stufungen. Ja, ich zeige es euch auf jeden Fall. Ich grabe jetzt hier eins. Die Hälfte vom Krummenprofil wird hier unter dem Kompost sein, weil es mich einfach wundernimmt, wie es jetzt anders aussieht, zum da nebendran. Wenn ich Kompost oben drauf habe, da nebendran Krummenprofil über die ganze Länge. Und ja, das machen wir jetzt. Everybody's crazy, just a little crazy. Nobody is normal. What kind of crazy are you? Everybody's crazy, just a little crazy. Now you know you're crazy. Well, what you gonna do? 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 What kind of crazy are you? So ein Krummenprofil ist ja eigentlich nichts anderes als eine kleine Stege im Erde, damit man die verschiedenen Schichten sieht. Da die Humusschicht, gleich 0, nicht viel. Und dann da die zweite Schicht, da sieht man ein bisschen Farbe, sprich ein bisschen Farbe, ein bisschen Feuchtigkeit, ganz wenig. Wurzeln sind da, ja, schon ziemlich waagerecht. Aber, und dann gehen wir da die dritte Stufe runter. Und da haben wir viel mehr Wurzeln, vermutlich von den Bäumen da hinten. Oh, aber einfach nur trocken, sandig. Wenn ich da einen Klumpen rausnehme, definitiv mehr Lehm. Aber nein, auch nicht. Ein bisschen feuchter als am anderen Ort. Das ist jetzt eine Woche Sonne, also leicht mehr Feuchtigkeit. Was ich auch noch machen mit meinem Krummenprofil ist, ich will es so lassen, als Wasserspeicher. Sprich, ich will es noch weiterziehen als Swale auf beiden Seiten. Einfach so als Rille, dass das Regenwasser sich auffangen kann. Und dann geht es da direkt im Boden. Also da fängt es auf, fließt es rein, geht es direkt im Boden. Und dann hoffentlich da rein und nicht da drüber. Ja, also bin ich gerade um zweifach froh, habe ich den Krummenprofil gegraben. What kind of crazy are you? What kind of crazy are you? Und da muss ich jetzt für mich als Schlussfolgerung ziehen, auf dem Gemüsebeet bringt es mir nichts roden und graben, sondern da bringt es mir viel mehr, oben drauf zu arbeiten. Also ich will aufarbeiten mit Kompost, mit Mulch, das sogenannte No-Dig-System brauchen. Schön alles strimmern jetzt im Winter, alles abdecken, die Steine verräumen und dann
einfach oben drauf setzen. Aufsetzen, aufbauen. Ich will den Boden aufbauen, weil wie ihr hier seht, momentan gibt es nicht viel her. Ich hoffe, die Videos sind so aufschlussreich für euch wie auch für mich. Wenn es euch etwas gebracht hat, bitte liken, kommentieren. Und wenn ihr mehr so Videos seht, um euch auch helfen auf dem Weg zum Landwirt werden, dann schreibt es da unten. Von mir aus mache ich gerne all meine Aufgaben per Video, damit ihr auch was davon habt. Aber lasst es mich wissen. Danke vielmals. Allfällige Feedback nehme ich auch gerne entgegen. Hey, schön bist du Landwirt. Die Welt braucht mehr Landwirte. Tschüss zusammen. Danke vielmals fürs Schauen. What kind of crazy are you?